Endlich habe ich wieder mal die Ehre, euch zu Skyward Sword Hero Mode zurückzubegrüßen. Hallo Leute, ja, ich bin wieder zurück, links wieder zurück und es ist letzte Wochen so viel passiert, so viel Verrücktes und ich will gar nicht so lange hier rumstehen und mich davon treffen lassen mit diesen Scheißviechern hier. Aber trotzdem noch ein bisschen davon erzählen, auch wieso jetzt in letzter Zeit immer so viel Naruto kam und auch noch ein bisschen was über das neue Zelda-Spiel für die Wii U, das dieses Jahr noch erscheinen soll, habt ihr richtig gehört, und zwar The Wind Waker HD. Hey, cool, hab getroffen. Ja, oh mein Gott, Leute, die letzten Wochen, die waren sowas von verrückt, hey, das glaubt ihr mir gar nicht. Also, erstmal, ich hatte, letzte Woche sage ich schon, wow, fette Kröte. Also, ich hatte vor ungefähr 1 bis 2 Wochen mittlerweile schon, ist es her, hatte so halt meine Abschlussprüfungen, sprich Abschlussklausuren und so, war nicht weiter wild, habe ich mehr oder weniger alles gut bestanden. Bäm, voll in die Schnauze. Das Problem war nur, da dachte ich mir halt so, ja gut, Projekte, Let's Plays, kannst halt nur noch so 1 bis 2 Folgen pro Tag aufnehmen, aber trotzdem willst du halt was erreichen, halt die ganzen anderen Projekte abschließen, dann auch den neuen noch bringen, etc. etc. Theoretisch eine gute Idee, praktisch hat es leider nicht so funktioniert. Wieso? Weil mir die Wii U irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, jetzt kann ich natürlich fragen, Strich durch die Rechnung? Und zwar, habt ihr schon mal was vom sogenannten Red Light of Dead gehört? Na, ich schätze vermutlich eher die wenigen von euch, die wenigeren. Also, ich denke mal, viele von euch kennen das Phänomen noch. Dazu mal, das war vor allem bei der Anfangsphase von der PlayStation 3 und der Xbox 360 noch so. Bei der PlayStation hieß es, glaube ich, irgendwie der Blue Light of Dead und bei der Xbox war es der Red Ring of Dead. Sprich, wenn man die Konsole einschalten wollte, da ging es nicht mehr, also irgendwie nur noch das Licht, also die LED hat, wow, blau bzw. rot gefunkelt oder geblinkt, wie auch immer. Und das war auch schon alles, was sie gemacht hat. Ja, ganz schön scheiße, war. Hieß also im normalen Fall, dass die Konsole futsch war und man diese eintauschen musste. Tja. Und bei der Wii U sieht es jetzt so aus, dass es hier etwas Ähnliches gibt. Heißt hier eben entweder der Blue Light of Dead, da gibt es ja auch, oder halt eben der Red Light of Dead. Und davon, das ist noch ein bisschen speziell, das habe ich leider auch, gibt es 2 Versionen. Die eine Version ist diejenige, dass einfach die Wii U nicht mehr angeht. Sprich einfach das Licht, die LED bleibt einfach rot, peng, fertig. Oder wie in meinem Fall, könnt ihr sie einschalten und danach blinkt die LED rot. Aber auch da passiert nichts mehr. Sprich, sie geht ganz kurz an für 1 Sekunde, wartet kurz rot auf und nachher blinkt sie rot und fertig. Mehr geht nicht mehr, kein Signal, nichts, ist einfach alles tot. Ja, das hatte vor einer Woche, es war so, glaube Dienstag oder Mittwochmorgen, wo ich dann noch aufnehmen wollte, dachte mir, ja so, am Abend gibt es endlich mal wieder neue Zelda-Parts. Ich hatte am Tag vorher, hatte ich ja noch Xenoblade Chronicles aufgenommen, das ging ja sogar noch. Dann plötzlich am Morgen wollte ich aufnehmen, bin extra morgens um 4 aufgestanden und dachte, ja komm, jetzt kannst du mal was für den Zuschauer und so tun, mal ein bisschen aufnehmen. Und dann plötzlich ging es nicht. Wie gesagt, einfach dieses rote LED-Blinken, mehr war da nicht. Nicht so, hä? Hä? Das geht doch nicht! Und ich habe da voll die Panik bekommen, hatte noch den ganzen Tag im Internet geschaut, was könnte das sein, was ist da los und so. Und dann, wie gesagt, habe ich da was gelesen von, ne, Link, was machst du da? Oh, scheiße, jetzt, Moment mal kurz, Leute, ich muss da mal kurz, aua, Link! Kratzt gleich ab. Ja, das auch, ne, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Das Problem ist jetzt bei mir hier mit der Sensorbar, die ist ein bisschen unpraktisch platziert. Wie klappt's? Ja, es klappt und, komme ich da rüber, Achso, ich muss ganz rüber. Ups, sorry. Kurz, Leute. Es geht gleich weiter mit der Erzählung. Link! Oh, sorry, jetzt habt ihr es vormittag gehört. Was? Bin ich an die Tastatur gekommen. Mann, das ist so nervig hier. Ich muss künftig wieder vom TV spielen. Das geht nicht anders, weil sonst bin ich einfach viel zu nah dran. Komm schon, ganz rüber, ganz rüber, ganz rüber. Ja, geht doch. Gut gemacht. Es geht doch noch. So, jetzt der Käfer, dann kann ich gleich weitererzählen. War stehen geblieben. Ach ja, genau, wollte da ja aufnehmen. Den ganzen Tag, da ging es irgendwie nicht, bla bla bla. Und dann habe ich mich informiert. Wie gesagt, das gibt es wirklich. Haben noch andere User und irgendwie halt, ja, Käufer halt der Wii U. Ist also offenbar nichts Neues. Das Problem existiert bereits. Oha. Ja, jetzt haben wir leider noch das Problem. Ist hier unten noch. Achso, das ist derjenige, genau. Mal kurz, muss man mal schnell das 4 erledigen. Upp, na, mach das Maul auf. Ja, sehr schön. Alter! Wie konnte er mich treffen? Mann, ey! So, was? 3 Alter, das Schwert schwach.
So, geht doch. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Wieder mal bei diesem leidigen Thema der Wii U, wieso es nicht funktioniert hat. Ah, ja. Was sagst du dazu, Kleiner? Ist mir doch egal. Vor kurzem wurde einer meiner Freunde entführt. Man munkelt, dass diese Kerle uns Energie abzapfen. Wie schrecklich, da kannst du nicht mehr sprechen. Ja, wegen der Zeit, nicht wahr? Ach ja, die Zeit hat nur so eine Frage. Wieso eigentlich, wenn Link diese Stein der Zeit aktiviert? Ich meine, ist ja schön und gut, also das kann, freue ich mich ja für ihn, aber wieso wird er nicht in die Zeit zurückversetzt? Er bleibt immer derselbe. Seltsam, oder? Bäm, nur auf seine Umgebung hat das offenbar Einfluss. Ja, vielleicht ist ja das mit der Göttin und so, weil er das Schwert führt, wer weiß das schon. Ja, wer auch immer hat da halt recherchiert gehabt, wegen der LED. Also los sei auch Nintendo kontaktiert. Die haben mir zwar mehr oder weniger zugesichert, dass sie mir die Daten ersetzen würden, weil, Leute, ganz ehrlich, ich habe hier auf der Wii U mittlerweile alle meine alten Wii-Daten, auch die von Online-Spielen wie Super Smash Bros. Brawl und Mario Kart Wii, die kann man leider nicht mehr ersetzen. Was macht der Mensch im Ort? Sie ist etwas Steinerzeit. Suchst du. Ja, genau so. Und da war halt ein bisschen das Problem, ja, wie sollte ich dann bitte schön das Ganze da ersetzen und so, sprich, ich muss das Ganze danach spielen, habe mich ein bisschen angegurkt, dann geschissen. Ups. Das war Fail. Ja, Fail ist natürlich auch die Wii U. Ne, die Wii U im Prinzip nicht, aber dass dieser Fehler überhaupt noch auftritt, dass es die überhaupt noch gibt, das ist schon sehr crazy. Ich meine, okay, natürlich habe ich noch Garantie drauf, das ist gar kein Problem, aber wenn ich mir schon eine neue Konsole kaufe, ja, will ich nicht unbedingt, dass sie bereits nach, sagen wir, 4 bis 5 Wochen bereits wieder umgetauscht werden muss, oder? Ja. Also, seitdem gab es halt nur ein paar One Piece Folgen. Nach Naruto habe ich mittlerweile abgeschlossen. Da kommen jetzt noch die restlichen Folgen in den nächsten Tagen. Ups, das ist wieder. Nein, Libelle, komm her. Hallo, Libelle. Was macht die da hinten? Da muss ich doch zuerst. Pflanze. Komm schon. Mach das Maul auf. Mach das Maul auf. Alter. Mach das Maul auf. Geht doch. Mach das Maul auf. Mach das Maul auf. Vertikal, komm schon. Horizontal. Scheiß Viech! Geht doch, jetzt noch ein Vertikal und du bist ein braves Viech, oder? Oh, meine Fresse, hey. Ja. Wo war ich schon wieder stehen geblieben? Genau, bei der Wii U. Und ja, da war halt das Problem, direkt zurückschicken und so. Muss natürlich erst noch ein bisschen warten, bis ich da Meldung bekommen habe von Nintendo. Das war eigentlich soweit auch alles gut, aber hat natürlich trotzdem noch das Problem, wie ging es dann in der Zwischenzeit mit den Wii U-Projekten weiter, weil die kannst du leider nicht mehr auf SD-Karten speichern. Geht nicht mehr. Und die Wii-Daten, sprich Zelda und Xenoblade, hätte ich wieder nachspielen müssen. Hätte mich, ja, wäre mühsam gewesen. Und daher habe ich mal gedacht, ja gut, das kannst du sowieso nicht aufnehmen, wartest dann noch ein paar Tage, bis du da wirklich das Okay hast von Nintendo. Habe ich dann soweit auch bekommen, also ich hoffe mal, das würde wirklich funktionieren, das mit dem Umtauschen. Und dann, Leute, ist noch das Nonplusultra passiert. Es war etwa eine Woche, nachdem das Problem das erste Mal aufgetaucht ist. Wii U eingeschalten. Hat funktioniert! Ja, es hat wieder funktioniert, das habe ich natürlich zuerst gemacht, ganz genau. Die Zelda und Xenoblade Chronicles Daten gesichert. Das habe ich als erstes gemacht. Tja, dann dachte ich mir, ja gut, wenn es jetzt funktioniert, vielleicht funktioniert es am nächsten Tag wieder. Nope. Nicht funktioniert. Scheiße. Tja. Und nun sind wir in Ranel angekommen, der Wüste. Wir sind in der Wüste Ranel angekommen. Eine große Dürre hat den gesamten Landstrich vollkommen verändert. Sieht fast so aus. Ach du grüne Neune. Ja, sieht hübsch aus. Wüste Ranel. Ich stelle eine erhöhte Konzentration von gefährlichem Treibsand fest. Das Gefahrenpotenzial steigt um 30%, mein Gebieter. Ich empfehle, Plus zu drücken, um auf einer Karte die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Plus. Ja, gut, vielen Dank auch dafür. Fei. Ich schätze, dass Zelda hier war. Wie ich bereits sagte, birgt diese Gegend Gefahren für dich. Ja, komm, mach weiter. Ich muss Ihnen aber noch etwas erzählen. Ich empfehle, sie bald zu treffen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie nach Eldin gereist ist. Ja, natürlich. Wieso Eldin ist... Hä, wieso Eldin? Hier ist der Ranel! Programmierfehler, der Computer ist futsch. Feier deinen Defekt. Ja, und ja, ist das schön, kannst du bitte wieder rauszoomen? Hallo, wir kennen die Karte. Ist doch nicht das erste Mal, dass wir Skyward Sword zocken. Ja, gut, soweit dazu. Das war vor etwa 3 Tagen und dann gestern wieder mal groß eingeschalten. Am ersten Mal hat es nicht funktioniert, am zweiten Mal hat es wieder funktioniert. Dachte ich mir,
ja gut, nimmst du auf und dann ist leider etwas dazwischen gekommen, das nicht funktioniert mit dem Aufnehmen. Dachte mir halt so, ja gut, dann halt nicht, morgen klappt es doch wieder, sich auch wieder. Ja. Das Morgen von gestern ist natürlich das heute und was war heute? Ich musste es 10-mal versuchen, bis die Wii U wieder angesprungen ist. Also mittlerweile ist die Wii U-Einschalt bei mir wirklich eine reine Lotterie. Also das natürlich sehr, sehr ungünstig, vor allem jetzt auch halt auf die ganzen Wii U-Let's Plays. Jetzt bei Zelda, also Zelda Skyward Sword und nach Xenoblade Chronicles nicht so das Problem. Wie gesagt, kann ich hier auch auf der Wii wieder zocken. Aber ich hoffe eigentlich schon... Oh, da muss ich gar nicht hin. Das ist erst für später. Aber ich hoffe trotzdem, dass das Problem in den nächsten Tagen in den Griff kriege und vielleicht auch herausfinden, wieso es überhaupt der Fall ist, wieso das Problem auftritt. Oder halt... Was war das gerade? Ich habe da irgendwie was Lautes gehört, na egal. Oder halt, dass ich... speichern. Speichern? Ja, bitte, gerne. Dankeschön. Genau. Oder halt, dass ich in den nächsten Tagen, vielleicht auch jetzt am Wochenende, jetzt habe ich endlich Ferien, oder zumindest mal Schulferien, muss zwar trotzdem noch arbeiten, aber habe immerhin Schulferien, das heißt, ich habe noch mal ein bisschen mehr Zeit, um hier ein bisschen vorab aufzunehmen. Vielleicht schaffe ich es sogar für 3 bis 4 Wochen Folgen aufzunehmen, auch für Wii U Let's Plays. Und dann denke ich mal, die Konsole einschicken zu können an Nintendo und hoffentlich eine neue Konsole zu bekommen. Mit, wie ich hoffe, natürlich auch die ganzen Daten von Wii U und der Wii, die dann einfach transferiert werden, ich nicht alles nochmal zocken muss. Das wäre nämlich extrem nervig. Verdammt nervig sogar, vor allem die ganzen Online-Daten. Findest du auch, oder? Keine Ahnung, lass ihn doch in Ruhe. Und das war die Schnecke. Geiles Häuschen. Yeah! Ich bin der Herr der Schnecken. Ja, gut, wie auch immer, so viel dazu. Das war jetzt mein aktuellen Wii U Let's Play, mein aktuellen Wii U Problem. Was ist das gerade? Ich habe da irgendwie ein seltsames Klang auf den Ohren. Jetzt geht's wieder. Ja, wie auch immer. Tatsache ist, die Wii U läuft. Ich zocke gerade auf der Wii U, aber es ist noch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Als hätte die Wii U irgendwie ihre Tage und manchmal will sie, manchmal nicht. Wieso muss ich ausgerechnet eine weibliche Wii U kriegen? Ja. Musste auch mal gesagt werden, oder? So. Mal gucken, was hat hier hinten noch Schönes. Ich überlege gerade. Ich glaube, es hat vor allem eine Schnecke. Die sehe ich ja gerade. Hallo, Schnecki. Hinter dir. Wer bist du denn? Wer bin dein Untergang? Kacke. Was kann ich dafür, dass deine Wii U futsch ist? Gute Frage. Eigentlich ja nichts, aber man kennt das doch. Man muss doch seinen Frust immer an den Schwächen auslassen. Ist nun mal so. Gut, sind wir soweit auch hier durch. Dann das nächste Thema, liebe Freunde, wenn wir schon bei der Wii U sind und auch gleich bei der Wii U bleiben wollen. Es gibt Neuigkeiten von Nintendo. Oh yes. Und zwar das nächste Zelda. Jetzt wurde erstmal wurde bestellt, das natürlich Zelda Wii U, also das ist natürlich komplett neue Zelda, hier nach Skyward Sword, das soweit noch in Produktion ist und vermutlich noch bis 2014 dauern dürfte, bis das endlich erscheint. Das ist nicht weiter verwunderlich, aber natürlich trotzdem schön zu hören, dass da noch weiter fleißig daran gearbeitet wird und trotzdem schon in, sag ich jetzt mal, 1 bis 2 Jahren sicherlich dann die Fortsetzung natürlich, das Spiel dann erscheint. Freue ich mich schon sehr darauf. Und das andere noch, um uns Fans die Wartezeit zu verkürzen, hat Nintendo was... Scheiße, das war zu schnell und zu laut. Hat Nintendo was angekündigt, Freunde? Aber es ist ja sowieso weg. Ja, und zwar ein Remake, oder wohl eher, ja doch, ein Remake, eine HD-Version von The Wind Waker. Ihr habt richtig gehört. The Wind Waker, das Spiel von GameCube, wird neu aufgesetzt, so ähnlich wie Ocarina of Time 3D. In 3D halt. Wird es dieses Jahr, das heißt diesen Herbst 2013, wird es bereits The Wind Waker HD geben und soweit ich mir habe sagen lassen, kann das Ganze auch downloaden. Ne, Moment, das stimmt gar nicht, das war etwas anderes, oder? Oder war es der Wind Waker? Ne, Quatsch, das war bei Pokémon. Ups, sorry, falsche Information. Ja, der Wind Waker HD ab Herbst 2013 zu kaufen für die Wii U, was ich natürlich schon sehr genial finde. Also gut, natürlich einerseits so Remake, denkst natürlich zuerst, muss das sein, wieso denn? Neues Zelda wird doch viel geiler. Aber das neue Zelda ist in Arbeit und das erscheint halt jetzt erst... Verdammt, das reicht ja gar nicht. Oh. Kleines Problem. Aber das erscheint erst 2014, um uns natürlich, solange die Zeit zu verkürzen, gibt es halt
Derweil bereits dieses Jahr das nächste Zelda-Spiel, halt nur ein Remake, aber trotzdem schon sehr geil, wie ich finde. Und Wind Waker in HD stelle ich mir auch sehr geil vor, auch deswegen, weil ich noch vorhabe, The Wind Waker zu Let's Playen. Und wieso nicht gleich für das die HD-Version nehmen? Weil ich habe mir auch schon... Achso, stimmt, da muss er oben reinwerfen. Ups, ich Trottel. Ich Vollidiot. Weil ich habe mir schon überlegt gehabt, wegen dem nächsten Zelda nach Skyward Sword, soll es irgendwie Majora's Mask sein, soll es A Link to the Past sein. Moment. Ich darf keine Herzteile aufnehmen, war hier eins? Ich hoffe nicht. Puh, Glück gehabt. Es war kein Herzteil, es war nur Wüstengras. Moment, Herzteile, die kriegst du so gar nicht hier. Mann, das war nicht in Truhen. Außer im Wolkenhort. Wüstengras kannst du in der Wüste an den anderen Orten finden, Gebieter. Du wirst es dringend brauchen. Ich weiß. Mal kurz gucken. Was sagt unsere... Nicht das. Nein, das auch nicht. Das war's. Ja, seht ihr? Erst 2. Da müssen wir noch fleißig sammeln, Freunde. So war ich dann stehen geblieben, meine Fresse. Eben noch beim... Nicht hier. Genau, beim nächsten Zelda, ob es Majora's Mask sein soll, Twilight Princess, The Wind Waker oder aber A Link to the Past, habe ich mal so überlegt. Die 4 können es natürlich sein als nächste Varianten. Und da dachte ich mir, wenn es natürlich schon nächstes, ja, ein Remake gibt, jetzt halt von The Wind Waker, wieso nicht einfach bis Herbst warten, ist sowieso noch, ich glaube, ein halbes Jahr halt, meine Güte. Warten wir noch so lange und dann gibt es bereits das nächste Zelda Let's Play. Ist doch geil, oder? Ja, auch deswegen, weil wie gesagt, ich habe mir schon überlegt, ob ich, beziehungsweise in welcher Form ich The Wind Waker Let's Playen soll. Gäbe es eigentlich 2 Varianten, also jetzt mittlerweile halt 3. Die eine wäre jetzt mittlerweile, ja, hilf mir, Hilfe. Ja, und tschüss. Wow, ich wollte doch zuerst fertig erzählen. Was machst du da? Ich kann nicht weiter. Na, schlägst du zu? Schlag zu. Oh, heuer. Du Arsch, schlag zu. Du sollst zuschlagen. Wow. So, der war down. Was sagst du dazu? Was sagst du? Willst du ein Wind Waker HD Let's Play oder willst du es als Emulator haben? Oder vielleicht doch lieber vom Gamecube? Was sagst du? Was willst du, Klein? Was willst du? Ich will gar nichts. Doch er will aufgespießt werden. Bäm. Hasta la vista, Baby. Na klar. 2 Gegner besiegen und frei ist der Typi. Bzz, bzz. Du hast mich gerettet. Bzz. Oh yes. Das war knapp. Bzz. Beinahe hätten mir die Kerle den Sturm abgeklemmt. Bzz. Oh, das kenne ich irgendwie. Das kenne ich mit dem Sturm. Aber sag mal, ist es etwa ein Käfer? Was ist... Leute, hört ihr mich noch? Das war gerade... Okay, das war gerade sehr seltsam. Jetzt ging gerade die Wii abgeklemmt. Die Wii U. WTF. Was ist denn hier los? Na egal, es geht weiter. Muss mich nachher darum kümmern. Das war jetzt aber gerade seltsam. Ist etwa ein Käfer, der kommt von hier, ist aber ein altes Modell. Weil du mir geholfen hast, werde ich dir dieses Ding ein wenig verbessern. Und immer her. Bzz. Hey, was war das gerade? Der hat plötzlich einen Blackscreen. Du hast den Greifkäfer halten, mit seinen größten Zangen kann er Items aufheben und tragen. Yes, man. Das macht einiges viel einfacher. Jetzt kannst du mit dem Käfer Objekte greifen und festhalten. Pass auf dich auf. Ja, wie gesagt, diese 3 Varianten gibt es, um The Wind Waker zu Let's Playen. Halt per HD-Version ab der Wii U dann oder auch per Emulator, was ich auch bereits getestet habe. Das wird soweit alles funktionieren. Vielleicht ein paar Grafikfehler, aber das kennt man halt von Emulatoren. Hallo? Oh, geht ja gar nicht. Scheiße. Dann die nächste Variante wäre noch original vom Gamecube. Hab ich mir auch schon überlegt, aber... Wow. Scheiße. Mit neuen Technik hier, die ich da habe. Ja, ich habe jetzt da wegen Komponenten und so, kennt ihr das, sind diese 5-fach-Steckerkabel. Ich habe mir überlegt, kaufe ich mir einfach so einen Komponent zu HDMI-Transceiver bzw. Konverter, funktioniert mit der Wii U und der Wii wunderbar. Aber sobald ich ein Gamecube-Spiel von der Wii abspiele, dann habe ich irgendwie auf der Capture Card gar kein Signal, zum einen. Und zum anderen irgendwie, na, ich weiß ja auch nicht, aber auf dem TV, da spuckt irgendwie dauernd das Signal und keine Ahnung. Wie hier gerade vorhin.
Was war das? Mich gerade koscher, Freunde. Wieso mir gerade das Signal? Also ich habe so eine Vermutung hier, auch wegen der Wii U, also generell wegen der Wii U. Verdammt, das geht gar nicht. Warum mir gerade das Signal irgendwie ein bisschen abgeklemmt ist. Ich habe ja so die Befürchtung, dass ich da mit dem Strom ein bisschen zu viel des Guten wollte. Weil bei mir hängt ja jetzt alle Konsolen, das sind etwa 4 Stück, plus noch 2, ist eigentlich nur eine HDMI-Splitter, sage ich jetzt mal, für die ganzen HD-Konsolen mittlerweile. Habe ich ja mittlerweile so, dass ich dafür halt noch, ja, wie gesagt, einen HDMI-Splitter habe, der hängt ja auch wieder am Strom und dann habe ich noch einen... Wow, Moment mal kurz. Mal kurz hier etwas Cookie machen. Na, wirst du und... So. Ja, mittlerweile sind etwa 5 Geräte plus halt die externe Capture Card, die hängt auch noch dran und ich glaube mittlerweile, weil das halt ein einer Verdammt. Das war fehl. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Weil das Ganze halt an einer Steckleiste hängt, habe ich so das Gefühl, dass ich da vielleicht ein bisschen zu wenig Strom dran habe. Kann das sein, dass da irgendwie 5 Konsolen zu viel Strom brauchen? Beziehungsweise 3 und plus da 1 bis 2 Geräte halten, das ganze HDMI-Signal zu splittern, zu verteilen, wie auch immer. Ich weiß nicht, ich meine, die sind zwar ständig im Strom, aber die habe ich nicht angeschaltet. Irgendwie seltsam, oder? Naja, diese Probleme gibt es halt und wie gesagt, mit der Gamecube-Version von The Wind Waker, vielleicht muss es da wieder über Component gehen, keine Ahnung. Oder eben, wir warten halt auf die HD-Version von The Wind Waker. So, jetzt habe ich glaube alles soweit gesagt, war mit der Wii U müssen wir noch ein bisschen gucken. Ich hoffe, dass morgen, sprich am Samstag, dem 26. Januar, dass da bereits wieder neue Wii U-Folgen kommen, am besten direkt von New Super Mario Bros. U und Assassin's Creed 3 vielleicht schon am Abend. Mal gucken, je nachdem halt, wie die Wii U wieder läuft. Aber, ja, wie gesagt, es ist ein bisschen seltsam hier, was das abgeht vor allem. Da muss ich mal, ja, weiß auch nicht. Wie gesagt, ein bisschen herumtesten, vermute ich am besten. Vielleicht noch eine zweite Steckleiste nehmen und nicht so viele Geräte. Das war fehl. Und nicht so viele Geräte an einer dran haben. Vielleicht auch irgendwie die Geräte, wenn ich sie halt, wenn ich da zocken möchte, halt alle Geräte, die nicht gerade eingeschaltet sind, vom Strom abziehen. Komplett, auch dass sie nicht mehr Standby sind. Alter, was ist jetzt los? Ich Verzögerung drauf? Das wäre auch eine Variante. Alter, was ist mit dem Käfer los? Funktioniert doch. Seltsam, also irgendwie spinnt heute die ganze Zeit. Alter, was machst du da? Wieso? Warte mal kurz, Leute. Das haben wir gleich. Okay, jetzt ganz ruhig. Konzentration. Geht doch. Meine Fresse, hey. Ja, gut. Dann gehe ich nochmal kurz darüber und dann würde ich mal sagen, bin ich auch schon die Folge für heute, Freunde. Denn sie muss leider heute noch raus, die Folge. Dann hoffe ich mal, dass es in den ersten Tagen ein bisschen besser geht, damit der ganzen Stromversorgung, keine Ahnung, was da los ist. Dann muss ich, wie gesagt, noch ein bisschen gucken und habe dann hoffentlich beim nächsten Mal bessere Nachrichten. Vor allem verstehe ich jetzt nicht, wieso plötzlich die Verbindung zur Wii U abgetrennt ist, weil die Wii U läuft noch. Da habe ich gerade hingeguckt, da brennt das Signal noch. Oder war irgendwie Capture Card auch plötzlich weg. Und weil, wie gesagt, die Capture Card hier, die von Haupauge, die HDP Fire 2, weil die an der gleichen Steckleiste steckt wie die Wii U und auch die PS3 und die Wii und die PS2, könnte es natürlich schon daran liegen, dass irgendwie so wenig Strom drauf ist, wieso auch immer. Keine Ahnung. Ah, jeme, immer dieses Stromproblem, was soll's noch? Alter, wieso schwenkst du so stark? Ey, was ist mit diesem Käfer los? Hier funktioniert er problemlos. Nee. So. Ganz ruhig. Wehe, du kriegst plötzlich hier den Schüttelfrost. Dann klebe ich dir aber eins. So, geht doch. Na, was haben wir da? Oh, das ist ein Geschenk der Göttin. Das will ich noch, das will ich noch. Und dann wird auch schon die Folge beendet, Freunde. Moment mal kurz. Abwarten. So, und jetzt noch schnell darüber auf sicheres Terrain uns begeben. Da hoch sind wir hier einigermaßen sicher. Wie sieht's aus? Ja, ist doch wunderbar. In diesem Fall wieder mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Auch natürlich für die lange Geduld, weil, wie gesagt, da mit der ganzen View und der Technik und da, dass halt ab und zu Ausfälle gab, aber ihr mir trotzdem noch treu bleibt, das verdient
sicherlich Ihren Respekt und vor allem meinen ganz großen Dankeschön an euch. In diesem Sinne, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen. Im Link findest du noch was. Komm schon zum Abschluss der Folge. Schlechtes Omen. Naja, wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.